Hey, good morning, Ola. Vandaag is november de 8e. Dit is in ons morgens klap 10. Voor de nächste 15 minuten waar we een Gott in Woeten kijken. En dat zijn we in 2 Mose 33 en 34. Wel 3. Great love, he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love, I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. Nu hebben we mal een thema bekeken, wat mensen voor 6000 jaar even gewunderd hebben. En ik wil wel zeggen wat het is. Wat je zijn van waar het herkomt. Weet je, in de wereld is een project was, nu al 150, 200 jaar, Kinder aan te beelden en mensen te leren dat het Jaf tegen gaat en dat we zijn bloos naturaal gemerkt worden en even de miljoenen jaren hebben we ons gebeterd. We zijn zo gewoon open geweest. We zijn heel geleerde mensen, kluge mensen. En du hast ein sehr starker Beweis, dass das nicht so ist. Und das ist, hier bin ist ein Hort, und das Hort hat ein Verlangen nach seinem Gott. Das Hort hat ein Verlangen nach dem Schöpfer Gott, der uns gemerkt hat. Eigentlich, ein Kraft von was wir reden. Das ist immer das Verlangen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und dann für diesen Jahr, als der Frau mir war, wer ist Gott? Wo mag hem loten? Wer mag hij zijn? Haf hij een lijf voor mij? Als hij dich wie, als hij biedt auf. Die vrouwen die hebben al 6000 jaar manche Menschheit gedreht. Ein groter Beweis von wo Menschen nach Gott sehen, das ist die Bibeltiet. Da mögen Menschen sich aufjagen. Von Halt und von Isa. Andere Menschen beten die Sonne an. Andere Menschen beten den Mond an. So das ist immer ein Verlangen in den Menschen, was anzubeten. Wer hat das denn getan? Ein Schöpfer Gott. Das sagt in 1. Mose, dass Gott den ersten Mensch merkt, Adam, dass Gott nun Zeit den Mensch merkt. All die anderen Dinge sieht Gott bloß dann wieder. Er sieht ja, dass so eine Sonne geben, eine Mond, die große Sonne, die große Sternchen, er sieht bloß dann wieder. Er sieht, dass so ein Tier geben, dann wieder. Aber als er den Mensch merkt, dann kommt Gott nach auf und er ihr Tauberufen. En milk eine Form, en dan deed God zelfs en den Menschen aanpussen, dan sagt dat Mensch wordt een leven gezeil, hij had dan kunnen uitmen. So die lofrechten die han, die komt van God. De gedanken wat we han, die hij heeft ons de Gove gegeven om gedanken han. Dat is de onderscheid tussen ons en tieren. We han gedanken, we kunnen leren, we kunnen wonderen, en tier heeft dus ooiwanheden. Wenn der Hund so viel gelehrt hast, das gleich, dass der Hund nicht denken kann. Das ist wie kann. Der hat bloß, die hat sind gute Dinge irgendwann. Viele Hunde haben schlechte irgendwann hätten, nicht so? Und so, was will ich mit das sagen? Dass Gott hat uns Atmen neigepüßt, Gott hat uns Luft gegeben. Nun für diesen Jahren haben Menschen gewundert, wo muss Gott loten? Weil die Frau kommt in der Schrift ab. Und wenn Kind wird fragen, wer ist, wieder Jesus, muss er dich bis an Gott gewass. Well, wir würden vielleicht sagen Adam, das wird sterben. Wir können sagen Abraham, das wird auch sterben. Aber wer kann Gott seine Stimme gut so hören und mit Gott Gemeinschaft haben? Dort wir der israelitische Lehrer Moses. Moses, was uns das Gesetz gegeben hat, das Gesetz Moses, in die ersten 5 Bücher von der Schrift.
Und zu Moses, wie sehr dich bei und Gott. Wenn Gott verteilt mit ihm, das ist was die Schrift sagt, Gott gibt ihm immer Befehl, und Gott gibt ihm die Gesetze zum Israel leben. Und dann sehen wir in 2. Mose 33, wo Israel sehr gesinnig hat mit dem goldenen Kalf. Und Gott will Israel vertilgen und abnehmen von dieser Erde. Dann sagt er zu Moses, ich will mit die frisch anfangen, dann will ich von die Nachkommenschaft ein großes Volk machen. Dann sage ich Moses, du lebe nicht Gott, denk an das Versprechen, was du gemerkt hast zu Abraham, Isaac und Jakob. Sie doch gnädig zu das Volk, du und zu Gott haben. Und dann sagt er, dass Gott lässt sich bereden. Von Moses, das wird dich servieren, das wird von den Freunden servieren. Fällt mir verteilt, wie von Gott sein Freund sein. Moses wie Gott sein Freund und kann Gott sogar denken halten über seine Versprechen. Und dann geht es wieder. Und dann sagt Gott, gut, ich will meinen Engel mit ihm schicken, wegen ich ein Maid von dem Volk. Dann sagt Moses weiter, sagt er, Gott, nee, und die wollen wir nicht mehr moven. Das soll einmal angebeten sein. Ich sage, Gott, wenn die nicht mit mir ist, dann bleibe ich hier. Ich will nicht was tun, ich weiß, dass die mit mir bist. Ich so. Dann sagt er weiter, Gott lässt sich reuen, und Gott lässt sich bereden. Und er sagt, okay, ich will mit ihm gehen. Und dann haben sie das verteilt, und dann denkt Moses so, Gott, wie haben hier verteilt, 40 Jahre, kann ich nur sein, wo die lädt. Kann ich nur sein, wer die best. Sagt Gott, Moses, das ist nicht möglich. Wegen, kein Mensch kann nie sein im Leben. Warum wir das? Weil Gott ist ein Geist, und um Gott sein, muss wir auch Geister werden. Wir sind nicht im Geist, wir sind im Fleisch. Luther, wenn wir gestorben sind und geträumt von des Körper, da wo wir ewige Geister sind, da wo wir Gott in Jesus und den Heiligen Geist sein können. Aber ein Mensch kann nicht Gott sein. Das ist eine Ursache. Die zweite Ursache ist, Gott ist viel zu herrlich, viel zu groß, viel zu wundervoll, dass ein menschlicher Mensch, dass ein sinnlicher Mensch das wird verdrehen kann. Der wird nicht mehr verdrehen können. So Gott sagt zu Moses, du kannst mich nicht verdrehen, deine Augen würden nicht handeln können, du wirst sterben, wenn du mich sagst. Vielleicht sogar wird wir sein ein Herzschlag, nicht ein Heart Attack. Aber sagt Gott, ich will die ein kleines bisschen von mir wiesen. Die wirst mir von hängen sein. Die kannst mir in Reihen sein. Und was ich will tun, ist, ich will die hängen am Stein stellen. Und dann will ich vorbeigehen. Und die wirst hier in Weg sein. Und wenn ich Mess Rahmen der Eich sein, da will ich, oh, by the way, ich will die Augen zu holen mit meiner Hand. Und wenn ich Mess weich sein von die, da will ich meine Hand von den Augen fortnehmen. Dann kann es ein kleines bisschen von mir sein. So dass ein Mensch auf das ganze Erdball, meine Freunde, der auf dem Port von Gott kann sein. Was passiert? Moses wieder auf den Bauch. Gott hat am Hängen am Stein verstärkt. Dann kam Gott vorbei in all seine Herrlichkeit und seine wundervolle Macht. Und der Gott Moses seine Augen blind machen, seine Hand für Moses seine Augen haben, damit Moses nicht sein kann, aber Moses hier wird. Denn Gott hat gesagt, wenn ich dir vorbeigehe, dann wirst du hier im Weg sein. Und ich würde Motto sprechen, du 2. Mose 33 und 34 lesen. Because du sagst, dass Gott ging Moses vorbei. Und dann sagt er, dass die Stimme sehe, das ist Gott, der Allerhöchste, der gnädig ist, der barmherzig ist, der wird die tausendste Generation in Sehen jaft und wird das 4. Lied in Fluch. Und dann merkt Gott Moses in die Augen auf. Und dann, oh man. Wundervoll. Moses konnte das letzte Port von Gott noch zu sein stehen. So zu sein, es ihn reden. Und dann kam Moses vom Bauch rauf und sie gesagt, dacht. Das dacht zu sein, die Menschen können auch nicht mehr umkicken. Er muss sich was eben gesagt haben. So nun wundern wir, wo muss Gott gelitten haben zu Moses? Was von Erfahrung muss das gewesen sein? Eigentlich waren das vielleicht kann man beleben, aber wie kann ein anderes Ding beleben? Weet je wat die geworden ist? Vielleicht so wie 5000 Jahre Luther. Entschuldige, so wie 2000 Jahre Luther. Dann ist auf einmal ein Mensch auf die Erde, der ist halb Mensch und halb Gott. Und das sehe ich artig. Hij is ganz Mensch und ganz Gott. Das habe ich gerade gesagt, entschuldige. Aber das wird gemischt in eine Form. Hier wir ein Mensch auf Erde, in einer menschlichen Form, das wir Gott selbst.
Wie kunnen we handelen om te zijn? Wie kunnen we handelen met omreden? Moses kon het mäßig moe verdrehen. Aber nu is hij hier voor ons, am laten ons, am zitten ons, am rechtse gaan ons. Hij aat, hij drinkt, hij wordt meid, hij moet sloep gaan. Hij had zich ganz erniedrig, zei Philippa. Hij had al dat herrliche uitgetragen en door hem himmel geloten, had het afgetragen en had het hem himmel geloten en weer hier afgekomen, zoals een mens, geboren van de jongvrouw. We gaan nu in de Weihnachtstijd aan en dan gaan we 33 jaar later, 33 jaar, ik verreed me hier van deel, 33 jaar later hebben we met de jongen een avondmaal en dan in Johannes 14, het leidt dat 14 vers 18 vielleicht. Ik had het hier dus niet ver mee, maar dan zei Philippus, Jezus, wie ons moet in voeden? Nu had Philippus ook dat verlangen wat alle mensen van jeher gehoord hebben, om God te zijn. En Jezus zei Philippus, die brukst du gleich nog vreemd. Wie mij ziet, der heeft in voeder je zijn. Dat zegt in Johannes 1:18, dat geen mens heeft God gezien, aber die dicht bij God weer, die God van dichtbijste kan, die is naar afgekomen en heeft met ons gewoond. Nu zijn we dan niet schuldig. Wil mag God zijn? Wil mag God loten? Wat mag God zijn? Daar we bloß de 4 evangeliums lezen en dat Buch Apostelgeschichte en het Nieuwe Testament. Du hast God te vinden, mijn vriend. Du kan zijn waar am laat naar Jezus. Du kan zijn waar hij is, vol genade, vol barmherzigheid, hij betoelt de zin. Du kan zijn dat de zin betoelt is. Zijn woord, zijn rache is tevreden, er is zijn offer. En dan hebben we vrede im hart. En nu hebben we ook God gezien en God geheerd. In de vorm van Jezus Christus. Is dat niet wondervol? Moet God die zegenen, zoals we dit nu denken is, en zoals die gedanken vier over dit. Dat is ganz normaal, wanneer we een verlangen hebben naar God. Hij heeft het niet doen. Viele mensen proben de steed te vallen met schwoes, met drinken, met drugs, met het geslachtsleven. Waar die steed wordt helemaal geveld worden, wanneer God er niet nemen kan. Er is een stuw im hart, kan bloß God vallen. Geen drugs, geen alcohol wordt het vallen. Mensen proben, maar die worden immer veel. En bloß God kan die steed vallen, met zijn vrede, met zijn vrijheid, met zijn vergeving. Een mens wat te God geholpen is, die heeft vrede en vrijheid. Dat is niet wondervol. Weet je, wie het nog zijn jaar, die mens wordt het weet. Die mens wordt het aanneemt. So, neem het aan en weet dat God die goed is. Hij heeft een grote leven voor die. God te zeggen.